Filmdreh. Was war das da? Für einen Aarauer Kurzfilm. Ja, ich habe einfach etwas geschrieben. Das ist einfach Aarau-Ding. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventstürli und zum ersten Schnee hier in Aarau. Eigentlich wäre es jetzt Zeit, um sich schön die einmummeln, aber wir drehen natürlich auch heute oben wieder ein Video. Und zwar haben wir heute etwas ganz Spezielles auf dem Plan. Wir unterstützen den Alex Rothstein, auch bekannt unter dem Namen Roger, bei seinem Filmprojekt hier auf dem Schlossplatz in Aarau. Das heisst, ich mache die Kamera und Meli macht dann später noch ein bisschen Behind the Scenes, sobald sie da ist. Und ja, wird sicher ein ganz spannendes Projekt. Ich war auch noch nicht so oft Teil von einer Crew bei so einem Film. Ich habe es zwar auch schon gemacht, aber wird schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und bin gespannt, wie das heute zu und her geht. Ich glaube, das ist das grösste Problem mit dem Film. Filmen ist keine Sache. Schon scheitert es an diesen Schildern. Der ist eigentlich eher so zwischen rein. Missgeschicke und Pannen. Also Alex oder Roger, also wie sagt man dir jetzt genau? Ja, Roger ist mir eigentlich lieber. Roger ist dir lieber, aber Alex ist so eine Art Pseudonym, hast du gesagt? Ja, genau. Aber das habe ich schon, eigentlich bevor ich angefangen habe zu filmen, habe ich das schon einmal zugetan. Ja. Das haben wir ein bisschen zum Künstlerischen unterstreichen. Ja, das ist eigentlich ein Künstlername. Ja, genau. Ja, cool. Dann sind wir hier auf dem wunderschönen Schlossplatz in Aarau. Ja, wunderschön, ja. Du hast super bereicht mit dem Schnee. Ich hoffe, das wird dann deinem Film zu gut kommen. Um was geht es eigentlich genau in diesem Film? Es geht eigentlich um einen, wo, also die Ausgangssituation ist einer, der ein bisschen gestresst ist, von der Arbeit her und dann auch von den Leuten, also von den Leuten oder von seinem Umfeld ein bisschen genervt ist. Und dann geht die Geschichte eigentlich so, dass er dann mit Hilfe von verschiedenen Aktionen in der Altstadt Aarau ein bisschen aus sich rauskommt, sich durch das auch besser fühlt und das dann auch wieder anderen Menschen positiv zugutekommt. Es ist einfach eine recht emotionale Geschichte, soll es geben. Ja, ein bisschen um zu zeigen, dass wenn du dich eben besser fühlst, kannst du auch besser auf andere Leute zugehen. Vielleicht für Leute, die jetzt noch nie einen Film von dir gesehen haben, du machst ja normalerweise, sagen wir, zum Geld verdienen, das so alle anderen, wie also wir auch machen, oder? Irgendwelche Imagefilme oder irgendwelche Aftermovies von Events oder so. Aber du machst eben auch immer wieder so Kurzfilmideen jetzt. Ja. Kannst du uns schnell verraten, was so die Motivation dahinter ist, neben dem Ganzen, wo du sonst schon genug sicher am Arbeiten bist, noch so Filme zu drehen? Gut, einerseits natürlich, weil es halt mich filmtechnisch halt weiterbildet, weil die anderen Sachen habe ich schon ein paar Mal gemacht und irgendwann stehst du ein bisschen an, da stagnierst du ein bisschen. Da ist halt etwas, wenn ich jetzt in eine Situation komme, die ziemlich neu ist für mich, dann lernst du halt in kürzerer Zeit gerade ziemlich viel schnell Neues dazu. Plus ich lerne viel mehr neue Leute kennen, jetzt hier gerade in Aarau. Und das Netzwerk ist dann auch wieder zuträglich für zukünftige Projekte. Und ich finde es einfach cool, wenn man neue Leute kennenlernt und zusammen etwas Gemeinsames beistellt. Ja, klar, du bist natürlich auch viel auf Mithilfe angewiesen bei so einem Projekt. Das ist anders wie bei uns. Bei unseren Videos, wir können die einfach zu zweiten umsetzen und dann vielleicht ab und zu ist noch eine Person dabei. Aber wenn man so einen Kurzfilm dreht, kannst du da nicht allein, oder? Nein, aber ja, es ist auch schön, ja, wenn man eben so zusammen etwas machen kann. Aber ja, es wird auch komplizierter, oder je nachdem, wenn man etwas organisieren muss, dann hängt es von so viel mehr Faktoren ab. Das Filmen ist dann eigentlich schon noch eine Herausforderung, aber das kommt dann erst später. Ja, spannend. Also ich habe auch nur die einleitende Story eigentlich gehört, die er jetzt vorher gerade erzählt hat. Ich habe noch keine Ahnung, um was es geht. Und bin gespannt auf den Dreh. Wie gesagt, das ist für mich auch etwas ganz anderes, als wenn ich einfach so hier am Vloggen bin. Und freue mich drauf, bin gespannt wie sehr. Super, bist du dabei, ja? Viel Spaß. Danke vielmals. Danke. Gut. Genau, schön, dass ihr alle da sind. Genau, vielleicht zu der Vorgeschichte, eben um was es überhaupt geht, was wir hier machen. Das ist eigentlich der Leo, wir sagen einfach Leo. Das wäre unser Protagonist. Genau. Der würde hier eigentlich in der Geschichte vorher, würde er auf den Schlossplatz kommen und einen sehen liegen, der hier am Boden liegt und versucht so ein Foto nachzustellen, so mit dem Stadtturm im Hintergrund. Die zwei würden eigentlich dort ein bisschen reden und dann würden im Leo in den Sinn kommen, die Aktion oder das Fotomotiv könnt ihr auch mit 20 verschiedenen Leuten machen. Und wir sagen jetzt eigentlich noch nicht genau, was das Fotomotiv ist, das tust dann auch du ihnen kommunizieren, was sie damit machen. Aber es gibt einfach am Schluss das Foto, wo der Leo am Schluss
am Boden liegt in der Mitte und ihr ein bisschen rundherum steht. Aber wir müssen nichts Spezielles machen. Aber ihr seid noch genau, wie ihr dann dort steht. Genau, also wir sind das dritte am Filmen. Also ich, der Florian und der Pascal. Genau, also uns müsst ihr eigentlich nicht beachten. Aber seit wann hast du die voll? Also schon, schau mal, bei wem sind Nein, nicht. Eben, er ist auch da. Warte so. Bruno, schau mal schnell dein Gerät an. Jetzt müssen wir es ein bisschen so machen, dass es ein bisschen authentisch ist. Also wir werden jetzt keine Takes machen in dem Sinn, dass wir sagen, jetzt fangen wir an, jetzt machen wir einen Cut, sondern wir tun eigentlich das Ganze etwa in 20 Minuten durchfilmen. Hey, das kann eben Knost drin. Das geht sicher professioneller. Können alle ein bisschen auf dieser Seite warten? Machst du noch am Anfang einen Clap oder so? Einfach schnell klappen. Clap! Und es werde Schnee. Das ist Hallo zusammen, bin ich richtig da für die Hotte da? Ja, willst du auch noch drauf? Gruppenfoto. Ja, Strandfoto. Marc, muss man sagen, wie? Ein bisschen näher zusammen. Ja, aber nicht allzu näher. Die hinten, die letzten, ein bisschen vorne. Auch die Hinteren können noch ein bisschen rüberkommen. Ich glaube, das funktioniert. Ihr könnt eigentlich mehr oder weniger so stehen bleiben. Und wichtig ist, immer dort an die Fassade schauen. Genau, da oben. Cut ist mal gut. Ja, ich muss sagen, er hat das gut gemacht. Also besser als ich erwartet hätte. Nein. Nein, Nein. Nein, in dem Sinn, dass er halt noch so eigene Ideen eingebracht hat, habe ich wirklich super gefunden. Ich muss schon überlegen, ob wir noch etwas nachdrehen, aber sonst bin ich auch schon sehr zufrieden, wenn wir es gemacht haben. Und dann würde ich dann nachher sagen, wenn es nichts mehr gibt, dann wäre dann eigentlich schon Ende. Ciao, tschüss. Ciao Melanie. Ciao Martin. Tschüss. Merci vielmals. Anu, danke vielmals. Tschüss. Robert, ciao, Merci schön. vielmals. Wünsche ich dir auch. Ja, genau, Learning by Doing. Ich habe noch nichts gehabt, nein. Du musst also auch noch nehmen. Das ist wirklich mega fein im Fall. Alles zufrieden, Aftausch? Bist du zufrieden mit sich? Gut. Am Anfang aber nicht, weil habe ich eben mit der Gestik und so voll Aha, verhängt. ja, okay. Ja, aber nachher war es super. Ja, aber ich habe das Gefühl, es war fast too much gewesen. Ja, das ist immer ein bisschen ein Ding zwischen Overacting und halt natürlich, aber du, Ich habe das gut. Beste gegeben. Ja, nein, ist schon gut, eben. Ja, was ist so dein Fazit? Mal im Nachhinein bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. So nach dem ersten Take bin ich noch ein bisschen unsicher gewesen, ob es wirklich gut gekommen ist. Aber dann beim zweiten Mal haben wir noch ein paar Sachen noch besser gemacht und dann ist es schon ziemlich gut gekommen. Es war halt mehr so ein bisschen Run-and-Gun-Style gewesen. Also gut, das haben wir so geplant. Aber eben, wenn du jetzt so wirklich alles voll durchgescriptet hättest, dann da hättest du ewig gebraucht. Also von dem her war es, glaube ich, schon gut gewesen, wie wir es gemacht haben. Es hat auch gut geklappt. Ich dachte, es ist vielleicht kritischer mit anderen Leuten, die durchlaufen oder so. Mit Fremden, die keine Ahnung haben, aber das war eigentlich auch nie das Problem gewesen. Wie war es mit Laien, Darstellern in dem Sinne? Das sind ja vor allem Statisten dann gewesen, die meisten Ja, genau. halt. Also Teile haben schon ein bisschen Erfahrung gehabt, aber die haben zum Teil auch schon recht gute Ideen reingebracht. Und so wie sie sich verhalten haben, hat mich am Schluss, also habe ich gesagt, hat mich ein bisschen erstaunt, dass sie doch so gut gespielt haben dann. Aber ich muss im Nachhinein noch einschalen, weil ich hatte ein bisschen Tunnelblick auf den Protagonisten. Darum haben sie nicht immer so 100% mitbekommen, aber mal da, was ich gesehen habe, bin ich wirklich sehr zufrieden. Ja, cool. Wir sind gespannt auf das Resultat und ja, jetzt schauen wir, dass wir uns alle noch ein bisschen aufwärmen können. Können wir auch noch einen Punsch holen. Ja.
Ja, danke dir vielmals. Ja, danke auch für deine Mithilfe. Ja, schon recht. Oder für eure Mithilfe. Ja, Meli hat da mittlerweile auch noch sich die Kamera geschnappt. Schau mal da. Bist du gefunden? Gut gesehen, oder? Haben wir gut gemacht. Ja, super. Ja. Dann noch ein kleiner Gastauftritt von Martin Bommeli. Ja? Genau. Die den kennen, im YouTube-Kanal, der ist auch Martin Bommeli, oder? Genau, Ja, genau. Du bist ja der Statist, wie war es so? Ja, kalt. Es war verdammt kalt. Aber sonst war es mega spannend. Ja, mal. Hat mich gefreut, ja. Was war deine Aufgabe? Was hast du machen? Ja, ich bin da mit der Freundin ein bisschen rumgelaufen. Und typische Statistenrolle. Hast du also nicht viel falsch machen? Nein, definitiv nicht. Einfach sein, wie man ist. Ja, das kannst du. Ich hoffe Super, danke, gell. Das war es vom heutigen Adventstürli. Wenn es euch wundert, was es mit dem Film auf sich hat, dann vergesst nicht, am Roger auf seinen Kanal zu folgen. Und ja, dann sieht man sich morgen wieder beim nächsten Adventstürli. Bis dann, macht's gut und bis.